Ein Tag im Leben des größten Mannes der Welt. Wie groß der ist, habe ich keinen Plan, aber ich bin gespannt. Ich kann mir das recht painful vorstellen, wenn man so groß ist. Der Milo, der kennt das ganze Gegenteil. Der kennt das Leben des kleinsten Mannes der Welt, aber wir schauen jetzt den größten Mann von der Welt. Let's go. 2,22 Meter. 2,22 Meter. Ich finde es jetzt echt krass, dass es doch um meine Schwanzlänge geht. Nicht lustig. Das ist die Größe von Rolf Meyer, dem offiziell größten Mann Deutschlands. Doch auch wenn der Der größte Mann der Welt. Größte Mann Deutschlands. gebürtige Frankfurter damit jeden Deutschen überragt, kann Sultan Kösen aus der Türkei über diese stattliche Größe nur müde lächeln. Der 38-Jährige Der sieht auch aus wie so eine Figur im Europapark. Kennt ihr das, wenn so die Umzüge sind im Europapark und dann kommen die Figuren auf Stelzen? ist nämlich der größte Mensch der Welt und mit einer Körpergröße von 2,51 Meter überragt er seine Mitmenschen um Längen. Was in manchen Situationen ein echter Vorteil sein kann, bedeutet für Sultan Kösen aber vor allem eins: ein Leben mit extremen Entbehrungen und körperlichen Digga, schau mal dem seine Hand an. Das ist nicht real. Chat sagt, das ist nicht real. Einschränkungen. Denn das Leben als größter Mensch der Welt ist alles andere als einfach und bringt viele Probleme mit sich. Der sieht aus wie der eine. Er sieht 1:1 aus wie der Dude, Chat. Der große Dude sieht 1:1 aus wie der Dude. Da, 1:1. Die können wir nicht sagen, dass der gleich aussieht. Bevor wir aber auf den genauen Tagesablauf des größten Menschen der Welt eingehen, wollen wir uns kurz ansehen, wer Sultan Kösen eigentlich ist und wie es zu seiner enormen Körpergröße gekommen ist. Sultan Kösen wurde am 10. Dezember 1982 in einem Geboren mit 1 Meter Länge. kleinen Dorf namens Dedekoy in Südostanatolien Oha, Geogesser einfach. geboren. Er war ein vollkommen durchschnittlicher Junge, der sich auch ganz normal entwickelte. Wie die meisten Menschen in seinem Dorf lebten seine Eltern und seine 4 normalgroßen Geschwister von der Landwirtschaft und Sultan unterstützte seine Eltern bei der Ziegenzucht. Aber das ist geil, wenn der bei einer Landwirtschaftsfamilie lebt, wenn er kann einfach die Äpfel pflücken, ohne dass man eine Leiter aufstellen. Im Alter von 9 Jahren begannen dann allerdings die körperlichen Meine Hose passen über seine Finger. Chat. Veränderungen. Er fing plötzlich an, viel schneller zu wachsen als seine Geschwister und war zunächst froh, dass er seinen Auf Viagra angelehnt. Eltern so noch besser bei der Arbeit auf dem Hof helfen konnte. In der Schule und von den anderen Kindern im Dorf wurde er jedoch gehänselt und Sultan zog sich immer mehr zurück. Im Laufe der Zeit wurde seine Größe aber auch immer mehr zur physischen Einschränkung. Sultan konnte wegen seiner Größe weder einen Beruf erlernen noch den Führerschein machen, weil er für normale Autos einfach viel zu groß war. Imagine, du bist echt für Basketball zu groß. Du bist einfach zu groß für Basketball. Woher der Riesenwuchs kam, wussten Sultans Eltern damals aber noch nicht. Als einfache Landwirte hatten sie nämlich nicht das Geld, um einen Spezialisten aufzusuchen. Erst viele Jahre später Gabriele fahren. entdeckten daher Ärzte den Grund für Sultans außergewöhnliches Wachstum. Findet ihr es nice, wenn ihr eher groß sind oder eher klein? Ich bin 1,88, also schon eher ein bisschen grösser, ist aber auch nicht mega groß. Man könnte auch 1,89 sein. Aber grundsätzlich hätte ich kleiner bleiben. Ich habe immer so 1,70, 1,75 bleiben. Finde ich irgendwie eine nice Größe. Auch für viele Sportarten, aber ich kann schon nicht beeinflussen. Sultan leidet an Akromegalie. Bei der seltenen Erkrankung wächst ein Tumor an der Hirnanhangdrüse und schüttet ununterbrochen Wachstumshormone aus. Geschieht das wie bei Sultan noch vor der Pubertät, kommt es zu Riesenwuchs. Daher wächst nicht nur der Körper in schwindelerregende Höhen, sondern auch die Gliedmaßen, Hände, Füße und sogar die Organe wachsen immer weiter und verursachen gesundheitliche Probleme. Auch bei Sultan hatte die Akromegalie schwere Folgen. Seine Gelenke litten unter dem Gewicht und seine Knochen waren so weit geschädigt, dass sein Skelett ihn nicht mehr stützen konnte. Trotzdem wurde irgendwann die Profi-Basketballmannschaft von Galatasaray Der spielt doch Basketball. Oha! auf ihn aufmerksam und nahm ihn schließlich sogar in ihr Team auf. Er stand zwar nie selbst auf dem Platz, Aber er ist im Team gesehen. doch die Medien erfuhren von Sultan Er ist im Team gesehen und ich bin schon mal mit einer Frau im Team gesehen.
Horse. Und 2009 wurde er schließlich ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Er überragte damals den amtierenden Rekordträger Bao Qishun aus China um 15 cm. Der sieht aber auch ganz groß aus. Dem sein Gesicht sieht aus wie das eine Emoji auf WhatsApp mit dem Steinblock, wo ein Gesicht drin hat. Und wurde mit 2,51 Meter zum größten lebenden Menschen der Welt. Auch mit seinen Händen bricht er Rekorde, denn mit einer Länge von 28,5 cm. Was? Digga, der muss Hosen als Händchen anziehen. Was? In dem sein Arm ist länger als mein Oberschenkel. Also dem sein Unterarm ist länger als mein ganz Oberschenkel. Hat er auch die größten Hände der Welt. In den folgenden Jahren änderte sich das Leben des Riesen schlagartig. Er wurde berühmt, reiste um die Welt und war bereits in 127 Ländern zu Gast. Es sieht auch irgendwie auf eine Art satisfying aus, die Leute. Also es ist so wie in einem Film. Es sieht auch aus wie in einem Film, weil es passt einfach von den Proportionen nicht. Dabei traf er auch auf den kleinsten Mann der Welt, Chandra Bahadur Dangi, und auch auf die kleinste Frau. Dude, die sind so klein, da könnt ihr aufessen. 100%ig könnt ihr die nicht einfach aufessen, Digga. Jyoti Amge. Kommen wir nun aber zu der Frage, wie der Alltag des größten Menschen der Welt aussieht. Was ja übrigens auch der Titel vom Video ist, nach 4 Minuten. Sultan Kösen lebt die meiste Zeit des Jahres in... Stell dir mal vor, du bekommst eine Schelle von dem Dude. Digga, das ist straight up einfach, das ist nicht eine Hand. Alter, wenn du von dem eine Ohrfeige bekommst, holy shit. Da ist eine Geschwindigkeit drauf. Seinem Heimatdorf Dedekoi. Also Chat, jetzt mal schnell eine Frage, so unter uns. So. Dem sie Schwängel, Schongeldong, ist der auch überdimensional gewachsen? Hat er sich vor einigen Jahren ein Haus gebaut, doch wenn er am Morgen wach wird, dann liegt Sultan nicht in seinem Bett. Stattdessen schläft er nämlich einfach nur auf Matratzen auf dem Boden und auch Sofas, Tische oder Stühle gibt es in seinem Haus nur wenige. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Sultan ist für die meisten Möbelstücke schlichtweg viel zu groß. Er verdient zwar etwas Geld mit seinen Auftritten oder mit Werbung, doch die Einnahmen sind zu niedrig, um sich Spezialmöbel anfertigen zu lassen. Deswegen sitzt und schläft Sultan in der Regel auf dem Boden. Auch das Frühstück wird dort serviert, doch bei der Zubereitung kann Sultan nicht mithelfen. Dem seine Freundin kann doch einfach stehen und eine... Ja, das muss ich ihn fragen. Die Küche ist zu klein für ihn und das ständige Bücken bereitet ihm große Schmerzen. Sultan muss sich deswegen meistens von seinen Eltern bedienen lassen. Dabei war Sultan Kösen auch schon einmal verheiratet. Der 2,51 Meter große Hühne heiratete 2013 die 76 cm kleinere Serve Dibo und das Fest war ein ausgelassenes Spektakel mit über 1500 Gästen. Sie sieht echt so klein aus nebendran. Mittlerweile ist das Paar jedoch geschieden und auch Sultan lebt privat eher zurückgezogen und verlässt das Haus nur selten. Stattdessen findet sein Leben online statt. Sultan hat einen eigenen Instagram-Account und ist sogar auf YouTube aktiv. Obwohl er viel Oha, einfach der grösste Influencer der Welt. Zeit zu Hause verbringt, bleibt Sultan natürlich nicht immer zu Hause. Dude, der Stift, den er hatte, das ist doch ein Pflock gewesen. Er muss hin und wieder einkaufen gehen, was er in der Regel nach dem Mittagessen macht. Eine ausgiebige Shoppingtour ist für den größten Menschen der Welt allerdings eine ziemlich schwierige Herausforderung. Und das nicht nur, weil er nur selten etwas Passendes in seiner Größe findet. Wie eben schon erwähnt, ist der 38-Jährige in der Türkei nämlich eine echte Berühmtheit. Sobald er das Haus verlässt, zieht er alle Blicke auf sich. Und während sich andere Stars verkleiden oder unkenntlich machen können, ist Sultan permanent den Blicken fremder Menschen ausgesetzt. Das setzt den schüchternen Riesen laut eigenen Aussagen extrem unter Druck. Hinzu kommen die Schmerzen, die das Laufen und das Stehen bei ihm verursachen. Aber das kann ich mir vorstellen, ist halt schon geil, dass er halt irgendwie so bekannt ist durch das, aber für ihn an sich ist es wahrscheinlich nicht so nice und gerade für den Körper und so. Seine Knie und Hüftgelenke sind mittlerweile so beschädigt, dass er auf Krücken angewiesen ist und er braucht immer die Unterstützung anderer Menschen, um sich einen Weg durch die Altstadt zu bahnen. Besonders schwierig ist allerdings der Schuhkauf. Bei Schuhgröße 61 ist es quasi unmöglich, Schuhgröße 61, Digga. passende Schuhe für den Riesen zu finden. Der deutsche Schuhmacher Georg Wessel aus Werden in Nordrhein-Westfalen wurde auf den größten Mann der Welt aufmerksam und erklärte sich bereit, kostenlos Spezialschuhe für Sultan zu fertigen.
Mittlerweile besucht der 38-Jährige regelmäßig seinen deutschen Schuster und Georg Wessel hat so einen großen Platz in seinem Leben eingenommen. Um allerdings in ferne Wow, das ist aber Ehre, Digga. Ehre, Bro, Ehre. Länder oder zu seinem Schuster zu reisen, ist Sultan auf die Gelder von Sponsoren angewiesen. Und zwar nicht nur, weil ein Flug für ihn generell unerschwinglich wäre. Sultan muss auch noch Business Class fliegen, weil er nicht in die normale Economy Class passt. Seine Abende Er passt nicht mal in einen normalen Rollstuhl rein, Digga. verbringt Sultan Kösen mit seinen Eltern oder seinen Was isst er eigentlich, dass es satt wird? Wie die Jeremy Fragrance gesagt hat, wahrscheinlich erstmal 5 Eier vor jedem Essen. Und dann wahrscheinlich ein Kilo Parmesan dazu. anderen Verwandten. Auch abends verlässt er das Haus nur im Notfall. Essen gehen mit Freunden oder eine Party sind für Sultan nämlich kaum möglich. Er ist körperlich zu sehr eingeschränkt und die gaffenden Blicke der Passanten machen ihn, wie schon gesagt, meist nervös. Trotzdem hofft er Aber er lebt wirklich in Slow Motion. Es ist alles so. Also, es ist nicht lustig gemeint, aber es sieht auch so aus. immer noch darauf, eines Tages Es ist wirklich nicht lustig gemeint. eine große Liebe zu finden und mit ihr eine Familie zu gründen. Generell liegen ihm laut eigenen Aussagen Kinder sehr am Herzen und er freut sich, wenn er ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Das macht Sultan nicht nur zu einem Menschen mit einem großen Körper, Sondern auch ein Mensch mit großem Herz. sondern auch mit einem großen Herzen. Und das war's auch schon mit unserem Video. Wenn euch Okay, der Sultan, auf jeden Fall ein großer Dude. Mir würde es wirklich wundern, was der isst, Digga. Was muss der essen, dass der voll wird? So 2, 3 Pizzas, Chat? Gehen wir schon rein. My heart just got stuck between these loops. My heart